So, ich fange jetzt einfach an, okay? Ja. Schönen guten Tag, wir sind bei der 10. Episode unserer Watchlist. Es ist eine Premiere. Wir sind wahnsinnig begeistert. Jetzt klatschen. Sehr schön. Danke, Leute. Einmal ein ganz großes Dankeschön an alle, die immer mit live gechattet haben und immer so das ein bisschen vorangetrieben haben. Wir wollen einfach damit eine Geschichte machen, dass ihr besser mit uns interagieren könnt, als nur über Facebook, wo man nur gewisse Nachrichten kriegt. Wer dabei sein will, der ist dabei. Haben wir gut überdenkt, gell? Erwin, wie gefällt dir das? Schaust du gern Live-Shows? Meinst du jetzt Konzerte oder meinst du jetzt... Online-Live. Bin ich ehrlich gesagt nicht so der Mensch jetzt. Aber wenn ich sehe, wenn ich eine Benachrichtigung kriege, hey, die haben jetzt gerade live und ich weiß, die haben gerade irgendwas vor oder die machen gerade was oder die sind gerade irgendwo und ich Zeit habe, natürlich schalte ich dann ein und schaue mir das an. Ja. Kennt eigentlich irgendwer eine Band, die das noch macht? Marco Pogo. Marco Pogo ist keine Band. Marco Pogo. Okay. Aber der macht das über Skype. Über Skype? Mhm. Hey Marco, das ist nicht cool. Marco Pogo ist keine Band. Okay. Nein, ich glaube schon, dass wir da kleine Vorreiter sind. Ja. Nein, ich glaube, dass das aber mehr Bands machen sollten, dass das cool war, wenn das Bands, die ich zum Beispiel gern her und gern anschaue, machen würden. Ja, wenn ich so um mich rede, dann hört es mir, glaube ich, besser. Also, falls wir das weitermachen sollen, schreibt uns Nachrichten, schreibt uns Mails, schreibt uns Postkarten bitte. Postkarten wären extrem cool. Brieftauben wären noch viel geiler, das stimmt. So ein Raven wie bei Game of Thrones. Ja. So schicken. Kennst du nicht? Kenn ich nicht. Alrighty. Was wollte ich nicht sagen? Jetzt hat er mich wieder komplett durcheinander gebracht. Wir möchten jetzt... Weißt du, was das Thema von heute ist? Nein, ich wollte erst noch was erklären. Okay. Ich wollte nur sagen, wenn ihr die Musik da im Hintergrund hört, wundert euch nicht, das ist Graz. Also Graz klingt nicht immer so, sondern wenn ein Konzert ist meistens. Nämlich da spielt jetzt eine Band, das bei dem Festival, bei dem wir heute spielen, im Stadtpark von der evangelischen Jugend, glaube ich. Genau, ja, weil heute ist, glaube ich, Welttag der Kirche der Evangelischen oder so irgendwas. Das Unglaubliche ist nämlich, ich hoffe, wir filmen es dann ab und können es da jetzt einspielen. Schnitt. Ich erkläre es euch jetzt kurz, jetzt müsst ihr euch vorstellen, das Bild ist weg, das Bild ist gerade woanders, nämlich auf dieser Hupfburg, die eine Kirche ist. Das ist ziemlich geil. Also eigentlich ist es eine Die habe ich Hupfkirche. noch nicht gesehen. Eine Hupfkirchen, keine Hupfburg. Ja. Okay, was machen wir, Dani? Erklär. Ich würde heute gern, weil wir haben jetzt die 10. Folge und ich würde jetzt die ersten 9 Folgen, die wir schon gehabt haben, kurz Revue passieren lassen, weil es war eigentlich jeder von uns bei zumindest 1 bis 2 dabei. Und da können wir kurz reden, wie das war und was für Ideen wir für weitere Sachen haben. Das würde ich gern machen. Cool. Also, Bernie, bei wie vielen Live-Gängen warst du schon dabei und was war das Schönste? Und was war das Schlimmste? Da gibt es jetzt nur 50-50, weil ich war bei 2 dabei. Oder war ich bei mehr dabei? Du warst bei 2, glaube ich, dabei, ja? Bei 2. Einmal mit Manuel. Das war relativ lustig. Da haben wir auch von einem Freund von uns gehört, dass wir jetzt den sympathischsten Livestream gemacht haben. Der war ganz cool, der Marc. Er hat gesagt, er feiert uns zwar Vollgas, weil wir zwar sind wir so liebe Knöpfe, hat er gesagt. Okay. Und das letzte Mal jetzt war ich mit Christoph und ich muss ganz ehrlich sagen, wir haben beide Male richtig cool da. Also ich kann nicht sagen, dass einer schlimm war oder dass einer cool war. Ich bin sowieso der Typ, der was einfach irgendwas redet. Bevor ich nichts rede, rede ich irgendwas. Und das hat mit beiden Leuten ziemlich gut funktioniert. Also mit Chris haben wir irgendwas geredet und mit Mani haben wir, naja, ein super Konzept haben wir gehabt, gell? Was tun wir? Ja, reden wir einfach, passt. Und mit Mani auch das Gleiche. Was? Das Einzige, was wir zwei ausgeredet haben, war, dass wir davon reden, dass wir zwei Onkel geworden sind. Das war das Einzige. Ja, das waren die ersten 3 Minuten. Dann die nächsten Spielereien, was man... Ja, aber das ist so Ja, Standard-Dings, was du immer aussagst, dass die Leute ein bisschen up-to-date halt hast. Aber ja, ich kann da keinen schlimmen Livestream sagen, ich kann da keinen guten Livestream sagen. Ja, ich habe bis jetzt 2 gemacht und es waren beide eigentlich relativ lustig.
Ja. Würdest du gerne so weitermachen oder würdest du gerne was ändern oder was wird spannender machen oder so? Und das Wichtigste, wie wird es jetzt im Sommer weitergehen? Das sind zwei verschiedene Fragen, Entschuldigung. Also wenn es die Leute so taugt hat, wie die Livestreams bis jetzt waren, wo ich dabei war, würde ich es gerne einfach so weiterleiten, weitermachen, weil es einfach cool war, weil ich mich nicht verkaufen habe müssen oder irgendwas, sondern einfach so da habe, wie ich glaubt habe. Und das ist ganz cool war. Und wenn das die Leute passt hat, dann werde ich das so weitermachen. Und wie es im Sommer weitergeht, frag mich nicht. Frag das in Wakeboard-Lift. Nein, im Sommer geht es gleich weiter wie immer, oder? Also, was ich Ja, weiß. irgendwann im September machen wir eine kleine Sommerpause, wenn wir auf Urlaub sind. Stimmt, da also werden das zwei- ist Ende August, 1. Septemberwochen, da ist Bandurlaub. Da wird Genau. höchstwahrscheinlich nicht wirklich viel stattfinden. Da werden wir ein Best-of zusammencutten und das einfach immer so im 24-Stunden-Radl fahren. Na, alle Folgen hintereinander tun und die Ein laufen Best-of. 24 Stunden lang immer durch. die Eine ganze Best-of-Folge werden wir da rausbringen, Ja. glaube ich. Ja, wolltest du mich sonst noch etwas fragen? Du hättest jetzt die Klappe. Hast du sonst noch Fragen? Zeit. Nein. Was haben wir für Fragen an den Chris? Der Chris hat mit mir einen ersten Feldversuch gemacht, weil es wirklich ein Feldversuch war, weil es draußen war. Wir Das haben müssen uns, wir öfter machen. genau, wir haben versucht, ob wir das Ganze so wie heute im Park machen können, aber diesmal halt auch live. Und da muss ich sagen, das war cool. War voll cool, ja. Stimmt, Entschuldigung, da war ich auch kurz dabei, aber nur kurz. Stimmt, ja. Da war nämlich auch so ein schönes Tag wie heute. Also Ja, und das ist schön, es ist einmal nicht immer nur im Wohnzimmer sie niedersaufen, sondern du bist im Freien. Taxi niedersaufen. Wir gehen heute live. Juhu, Vollpumpen! Morgen brauche ich Urlaub. USA, Urlaub, Sport, Arzt, Urlaub. Ja, nein, aber das ist cool. Nächstes Mal machen wir das wieder. Und dann, voriges Mal war ich ein bisschen der Weichling, weil du wolltest ja herumgehen und mit den Leuten rein und mit Genau. so einem Rucksack. Aber da war ich ein bisschen dagegen, weil, keine Ahnung, wenn ich in einem Park sitze und ich unterhalte mich mit meinen Freunden und auf einmal kommen zwei Typen daher und mit Mikros und Kamera, das hat mich, glaube ich, ein bisschen anzipfen. Ich hab das eigentlich so geplant. Aber wie gehabt. machen wir das? Wir stören einfach ihre Privatsphären. Beinhard. Ich habe da eigentlich so geplant gehabt, dass ich das wie so ein Ghostbusters-Ding habe ich das aufgebaut gehabt. So links und rechts sind so zwei Kabel halt rausgegangen, die Mikros dazu und fuhren mit dem Selfie-Stick die Kamera und so war ich halt gegangen. Hätte sicher ganz lustig ausgeschaut, wäre halt aber, wie du gesagt hast, ein Eindringen in die Privatsphäre von jedem Menschen gewesen. Stimmt, ja. Aber das müssen wir öfter machen. Ein bisschen herumgehen im Freien und mit Leuten diskutieren. Natürlich aber dann wieder die 5 Fragen an Bands, das finde ich voll cool. Das müssen wir unbedingt weitermachen, weil das Ja, ist weil wirklich da kommt's. interessant. Bertler! Schau, er grüßt, obwohl er gar keinen gesehen hat. Pertl, herrlich. Der Bertel hat nämlich den Livestream, den wir jetzt, oder diese Aufzeichnung, die wir da machen, wunderbarst ignoriert, Nein, verpennt. verpennt. Geschlafen hat Friseur er war nicht. er. Friseur 4 war er. Stunden. Schauen wir mal. Und jetzt ist er aber da und jetzt haben wir das. Hast du eh noch 10 Minuten versammelt? Ja, nein, das war cool, muss ich sagen. Ja, das war wirklich cool, ja. Und ich möchte halt, auch irgendwie so andere Locations einmal ausprobieren. So, ich würde zum Beispiel gerne mal auf einen Markt oder so irgendwo gehen. Muss ich sagen. Bertl, machen wir so einen Halbkreis. Setz ein Setz dich bisschen da so ein. ein. So, jetzt haben wir das. Sind alle drauf auf dem Bild? Jetzt ziehe ich ein bisschen um mich. Entschuldigung. Schau, da kommt der Silvia. Jetzt kommt die ganze Crew daher. Ein Wahnsinn ist das. Setz Ja, du mir ein es ist ja bisschen. gleich Mach dich nicht so. dazusetzen. Wenn man da ein bisschen einfilmt, so neben uns ist es ja wirklich vom Management bis zu den Techniker halt einmal alles da. Das haben wir, glaube ich, noch nie zusammengebracht, gell? Ja, wir müssen halt mehr unseren Flo einmal ins Bild reinholen, Ja, oder? Da war noch nie drüben, drinnen. also wenn der Manni einmal da lieb umfilmen darf, da seht ihr den Flo. Das ist Flo. Der Flo ist unser Booker. Das ist Silvio. Das ist der Silvio, der ist unser Lichttechniker. Daneben ist der Jan. Unser Tontechniker. Der war aber auch schon mal bei einem Livestream dabei. Ich glaube bei einem, gell? Nein, bei zwei, ja.
Und in der Hounds, der Kamera, das ist der Mani. Das ist die ganze Clique eigentlich. Ja? So läuft es bei uns. So läuft es bei uns. Das ist das ganze Team. Einmal beieinander. Richtig. Intim, ja. Also ich muss sagen, nachdem wir ja mit dem ganzen Ding so mobil sind, da möchte ich gleich zum Gregor um mich überleiten. Mir hat das mit Schmafu irrsinnig gefallen. Das war cool. Ja. Das war echt cool. Besonders weil der Simon, Bussi, Simon an dich, das war, ich meine, der Typ redet halt extrem viel, aber wertvolle Sachen. Also es gibt viele Leute, die viel reden und nur Schaß reden. Ich zum Beispiel. Aber der Simon, der bringt echt ein bisschen was aus. Der hat echt was Vierer geschoben. Und ich muss sagen, wie heißt das Spiel? Es war mein Lieblingsspiel. Krokodok. Krokodok. Es hat nämlich 2 Lieblingsspiele von mir gegeben. Krokodok und Looping Louis. Alter, Looping Louis war das geilste Spiel. Ja, es war einfach Was wir lustig. machen dürfen, ist das Dartspielen. Ein Dart-Turnier live streamen. Also ich hab das nachgeschaut. Ich glaube, das müssen wir die Leute gar nicht das fragen. Da wissen wir, dass das interessiert einfach einfach Sauffahrt war. Ja, Aber ich weiß was ich sehr gerne mal machen würde. Und zwar, wir haben ja noch nicht das nötige Equipment, aber wir könnten einmal eine Runde Mario Kart spielen. Mit Übertragung, so wie Let's Play. Aber Ja. Aber was Wir ja haben schon eigentlich, öfter- ich meine, manche, viele Leute wissen das ja nicht, wir machen ja Musik auch. Wir, hallo! Hallo, Erwins Mama. Okay, Erwin, seine Mama hat gerade, zum Glück sind wir nicht live, aber wir schneiden es nicht aus. Wir schneiden es nicht aus. Erwins Jetzt, Mama bleibt dabei. jetzt wollte ich da sein, viele wissen das ja nicht, wir machen eigentlich Musik auch. Wir sind nicht nur YouTube-Stars. Ich weiß, uns haben viele abonniert, weil wir nur so gut reden können online, aber wir machen auch Musik nebenher. Deswegen glaube ich, es wäre mal extrem cool, wenn wir eine Probe streamen hätten. Ja, Wenn wir aber das das irgendwann können wir zusammenbringen, dann küsse ich unseren Tontechniker, den Jan. Eine Probe einfach so zu streamen, würde ich glaube ich unterlassen, aber wir können noch mal ein bisschen. Aber wir so scheiße spielen oder was? Erstens das und zweitens hat es keinen Plan, aber ich glaube, wir könnten noch mal ein bisschen ein Live-Set oder sowas mit zusammenstellen dafür. Ich möchte Das wäre eigentlich cool, ja. So Ich wirklich möchte- nur für online eine Live-Show aufstellen. Ich wollte eigentlich, was mein Plan ist, das wird aber wahrscheinlich erst so gegen Herbst, Winter passieren, ich möchte halt einen Jam, einen 24-Stunden-Jam live streamen und dass man Hardcore-Marmelade dass machen, wir Alter. in 24 Stunden eine Nummer online schreiben und online mit den Leuten mitkommunizieren und in 24 Stunden muss über diesen YouTube-Livestream eine Nummer entstehen. Das wäre mein Plan so irgendwann kann einmal. man zu Lieder. Genau, ja, da brauchen wir es nicht mehr wir schreiben, sondern schreiben es. Dann gehen wir zum Jan ins Studio und fertig. So in der Richtung wäre das eigentlich ein guter Plan. Finde ich gut. Dann laden wir uns noch ein paar Gastmusiker ein, dann brauchen wir gar nichts mehr selber tun. Dann reden wir nur mehr. Ja, genau. Moderieren wir einfach wie die andere Band Wir schreibt. lassen uns einfach durch andere Musiker ersetzen und machen nur noch die YouTube-Live-Show. Das wird Apropos, der Hit. gute Überleitung. Ich weiß nicht, ob jemand von euch Karaoke Bash kennt, aber wir haben mit denen vor kurzem abgesprochen, dass wir mal eine Live-Sendung beim Jan im Studio machen. Mit Karaoke Bash. Das ist eine Karaoke Live-Band. Wir haben ja schon mal öfter mit denen zusammengespielt, das ist extrem lustig. Dass ihr euch die Lieder wünschen könnt, die Band spielt und wir singen einfach die Lieder, die ihr euch wünscht. Karaoke Bash ist ziemlich Was live? Ja, live. ja, live gestreamt. Ja, können- ich habe schon mit dem Jan abgesprochen, es ist gut möglich, dass wir live streamen mit Karaoke Bash. Dass sie die Band sind, wir sind die Sänger, wer halt dabei ist, ich bin sicher dabei, das lasse ich mir nicht nehmen. Und dann gehen wir dort die alten Hodern singen. Da kannst du zum Beispiel hergehen, können Sie in den Chat schreiben die Leute aus. Nein, weil der Bernie spielt sehr gern Schlagzeug, ACDC, das spielst du gern. Ich sing gern. System. Ich sing gern. Bei unserem System of a Auftritt Down. mit Karaoke Bash hat der Chris Job Sui von System of a Down gesungen. Es hat ungefähr so gelungen. Wake up! Wake up! Ich glaub. Ja, Karaoke-Bash ist einmal ein guter Plan. Wir haben ja auch im Petto, wir haben ja, glaube ich, 4 Interviews schon hinten jetzt insgesamt, die alle noch nicht geschnitten sind und irgendwie Ja, rausgekommen sind. heute habe ich ein Interview mit Pfarrer, wie heißt's? Pfarrer Hinterblitz. Evangelischer Pfarrer Druckblitz gemacht. Reverend Backfresh, meine
besten Freunde ab jetzt. Wir haben sie das erste Mal live gehört heute. Oder Wer wir war werden- sie das? spielen jetzt gleich. Wer noch? Enclou, hast du ein An Interview Clou gemacht? habe ich ein Interview gemacht, mit den Nichten habe ich ein Interview gemacht. Mit den Nichten, da war er dabei, gell? Da warst du auch dabei, stimmt. Da haben wir ein sehr nettes Gespräch gehabt. Morgen machen wir mit Turbobier. Genau. Turbobier. Morgen mal mit Turbobier, genau. Marco Bogo. Wenn sie ja sagen. Mit Horst Wenn Sie haben wir auch eins seine gehabt, Fans- aber das ist in den Unweiten der Festplatten verloren gegangen. Und der Ton ist halt auch irgendwo weg. Also wir machen noch eins mit Horst. Wir machen noch eins mit Horst und mit dem Tommy machen wir morgen eins. Beziehungsweise der Jan macht eins mit dem Tommy morgen. Wir reden morgen über Essen. Was ich auch gerne übrigens nochmal machen darf, ist das, was ich mit dem Bertel gemacht habe, das Designen. Das habe ich sehr lustig gefunden. Das nächste Mal zeichne ich. Das nächste Mal Zeit. Irgendwelche Strichmantel. Ja, Ja, warum mach hilfst jetzt endlich die Warum Sache, machst du das Dani. nicht? Das ist deine Aufgabe. Du bist Merch. Ja, Du bist Merch. du bist der Merch. Du bist Merch. Ja, Euro 50 euch. Für ein Jahr. ja, ich werde mal schauen, dass wir den bald einmal machen, ja, die Sackerl, muss ich sagen. Werden wir dann irgendwann einmal angehen. Papa kauft er 5 ab, hat er gesagt. Du hast die Karterle vom Tor von der Druckerei schon Ja, gekriegt? ich hab's komplett versammelt, dass ich da anrufe. Siehst. Also es liegt nicht Jetzt nur an wisst, mir. wenn irgendwann einmal ein Merch länger braucht, wenn ihr was bestellt und es kommt erst 7 Jahre später, es liegt an uns. Nicht an der Post, gibt's nicht der Post die Schuld, die Post bringt allen was. Es liegt ja, das ist ja zum Beispiel, Ja, dass Quatsch, das Nichten-Interview hätte ja eigentlich auch heute Der rauskommen neue Slogan sollen. von der Post ist ja, wenn es wirklich wichtig ist, dann lieber mit der Post. Nicht so Wenn's wichtig wirklich ist. witzig ist. Wenn es nicht so Wenn's wichtig wirklich ist, lass wichtig es Knackquatschen machen. Ja, genau. Da dauert nämlich alles ein bisschen länger. Nix. Kostet aber auch nichts. Okay. Folgendes: Wir gehen jetzt Reverend Backfresh, Vorher Zurückblitz anschauen und schönen Gruß. Wir sehen uns, das ist voll verwirrend, wir sehen uns eigentlich nicht, aber ihr seht uns übermorgen. Aber bei euch ist es heute. Verstehst? Ja, aber eigentlich musst du sagen, wir sehen uns in einer Woche wieder. Wir Aber sehen, das ist- Eigentlich musst du sagen, danke, dass wir uns gesehen haben. danke, Ja, dass ihr uns weil gesehen habt. die Leute sehen das ja ganz Danke, dass mich kennt. irgendwie so. Und vorher einfach. Sehr schön. Schneider ist Brettel an und vor. Wir sehen uns nächste Woche. Auf Wiederhören und sehen. Dere!